Die Assimilationspolitik Chinas nimmt immer groteskere Züge an. Wie das chinesische Volksradio berichtet, soll es nun für die Bürger in Ostturkestan verpflichtend sein, den Propagandafilm Die Freunde von Kunlun anzusehen. Der Film zeigt die Geschichte einer uigurischen Frau, die sich mit einem chinesischen Mann anfreundet und von diesem große Hilfe und Unterstützung bekommt. Ein weiterer Akademiker ist in einem der Internierungslager in Ostturkestan wegen brutaler Folter verstorben. Laut der Turkestan Times soll der Gelehrte Süleyman Tohti bereits im Jahr 2017 wegen scheinbarer radikaler Religiosität und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verhaftet worden sein. Über 100 seiner Verwandten sollen sich ebenfalls in chinesischem Gewahrsam befinden, wie von in der Türkei lebenden weiteren Angehörigen bestätigt wurde. Der 68-jährige Tohti, geboren in Kaschgar, fungierte als beliebter Imam in dort ansässigen Moscheen und genoss große Bekanntheit unter der Bevölkerung. Unsere Redaktion wünscht ihm und seiner Familie Gottes Segen. In Istanbul wurde das 12. internationale Studententreffen abgehalten. In diesem Jahr fanden sich dort auch die Mitglieder der uigurischen Neuen Generationsbewegung mit einem eigenen Stand ein. Die Mitglieder klärten Besucher über die Kultur Osttürkestans auf. Das 2. Internationale Forum für Zusammenarbeit, abgehalten in Peking, zählte an diesem Mal Teilnehmer aus 40 Ländern. Xi Jinping eröffnet das Forum mit einer motivierenden Rede, welche die Teilnehmer zu einer Investition in das Seidenstraßenprojekt überzeugen soll. Ostturkestan stellt einen strategisch wertvollen Punkt für das Eisenbahnprojekt dar. Am letzten Tag des jüdischen Pessachfestes verübte ein 19-jähriger bislang Unbekannter ein Attentat auf eine Synagoge im kalifornischen San Diego. Der Anschlag kostete das Leben einer Frau, mindestens 3 weitere wurden verletzt. Nach einem Fluchtversuch stellte sich der Angreifer der Polizei.